Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Reisefreunde, direkt vom Swiss Caravan Salon in Bern. Ja, wieder mal ein Intro auf Schweizerdeutsch, das hatten wir doch schon lange nicht mehr. Aber hier bietet sich das Ganze doch irgendwie an. Wir sind in der Schweiz, wir sind am Swiss Caravan Salon. Heute ist Montag, der 29. Oktober, also dieses Video, das kriegt ihr brandaktuell heute hier am Mittwoch. Es ist der letzte Tag der Messe, es ist ziemlich ruhig jetzt am Morgen und wir haben viel Platz, euch durch die Hallen zu führen, euch zu zeigen, was uns besonders gefallen hat und euch am Nachmittag auch noch mitzunehmen an einen Vortrag. Wir haben heute unseren letzten Vortrag über Slowenien, doch dazu später mehr. Kommt mit durch den Swiss Caravan Salon in Bern. Na, habt ihr den kleinen Blauen da drauf erkannt? Ja, wir sind ja ganz gut vertreten am Swiss Caravan Salon, nicht nur mit den Vorträgen, sondern auch bildlich immer wieder. Guck mal, wer sich da schon alles verewigt hat. Ja, ich würde jetzt sagen, die packen bei dir mitten drauf. Sehr gerne. Aber die ist die befestigt. Sehr gerne. Wir stehen hier gerade bei Campwerk und pst, leise sein. Ich papp die zweimal hinten drauf. Super! Dort, wo es asphaltiert war. Es gibt in Marokko eigentlich zwei Wüstengebiete. Eins ist Deokebi, das andere Deokegaga. Deokebi ist im Prinzip der grosse Sandhaufen der Männer, die am Spielen sind, die es rumgrossen können. Am Swiss Caravan Salon gibt es ja verschiedene Vorträge. Nicht nur wir halten Vorträge, sondern auch andere Blogger. Im Hintergrund seht ihr gerade Marc und Selena von Wadabas. Sie erzählen etwas über Wintercamping, weil sie sind im Winter ans Nordkap gefahren. Riesenabenteuer, und von Wadabas haben wir auch unsere Aufkleber auf dem Auto, wo ihr euch immer wieder fragt, wo die herkommen. Die sind von diesen beiden. Wir müssen jetzt aber weiter zuhören. Winter werden in allen Ländern die Bestimmungen auf die Winterfrischung angepasst. Wer uns auf Instagram folgt, der weiß ja schon, unsere Freunde von Patashas World aus Luxemburg sind auch hier, und zwar am Stand von Park4Night. Da sind sie. Tada! Hallo! Wie sagt man bei uns? Hallo? Grüezi. Reisefreunde. Hallo, So, Reisefreunde, ich hab gedacht, hier in der genau. Genau. So, wie läuft's hier in der Schweiz? Ihr seid das erste Mal am Swiss Caravan Salon. Ja, wir- so, erstes Fazit. Also, wir finden es ganz nett hier. Sie sind alle nett mit uns. Ja. Wir haben die Schweizer ja schon mal kennengelernt und wir wissen, was das für ein Volk ist. Das sind coole Leute und wir haben richtig Spaß hier. Ja. Also, wie Kennt man so gesagt, Park4Night in der Schweiz? Ist das ein Thema? Wie erlebt ihr das? Es sind sehr viele, die kennen es schon. Es sind aber auch einige, die kennen es noch gar nicht. Und denen haben wir das jetzt mal ein bisschen erklärt. Und die sind alle begeistert. Ja. Könnt ihr uns vielleicht auch noch mal kurz zusammenfassen, warum Park4Night? Warum? Also ich sag immer, weil es halt so eine schöne Vielfalt an verschiedenen Stellplätzen gibt. Man findet ja sowohl offizielle Plätze, man findet aber auch einfach Plätze in der Natur, ganz normale Parkplätze vielleicht mal für eine Stadtbesichtigung, was man jetzt vielleicht in anderen Stellplatz-Apps nicht so findet. Es geht ja auch darum, es sind nur Nutzer, die die Plätze eingeben. Park4Night gibt da nichts ein und das ist eine große Community von mittlerweile über 1 Million Leute, die Plätze teilen. Und schon über 70.000 Plätze weltweit, würde ich sagen. Ja, Weltweit. und wie viele Plätze in der Schweiz? Weiß man das? Also gezählt habe ich sie noch nicht. Letztes Jahr waren es noch nicht so viele, als wir die Schweiz-Tour gemacht haben, aber dieses Jahr sind schon so einige dazugekommen. Also da findet man schon was jetzt. Also wir haben uns den Platz für heute Abend schon ausgesucht. Ja.
Danke vielmals, viel Spaß weiterhin an der Messe. Euch auch. Sehr gerne. Dankeschön. Und wir gehen weiter. Wir freuen uns mega, dass die beiden heute auch hier sind. Wir haben ein richtig cooles Wochenende zusammen verbracht und jetzt geht's weiter durch die Messe. Das ist das Konzept. 1, 2. Wir haben ja so eine ganz spezielle Matratze in unserem Karl drin. Die hat den Lattenrost schon integriert und immer mal wieder fragt die uns, was dann das genau für eine ist. Und jetzt haben wir hier auf der Messe die Vertretung gefunden, die Herstellerfirma, und da nutzen wir die Gelegenheit natürlich und stellen ein paar Fragen dazu. Das ist der Andi, du bist der Geschäftsführer von Fanello. Genau. Und möchtest du uns das System mal ganz kurz so ein bisschen erklären? Kein Problem. Also es ist so, wir machen eigentlich ein System mit integriertem Lattenrost. Das heißt, wir haben die Lüftung schon integriert, weil wir wenig Bodenkontakt haben, da die Lamellen ja auf diesen 2 Latexstreifen aufgebaut sind. Also wenig Gefahr von Kondensfeuchtigkeit. Zudem sind die Lamellen sehr flexibel, weil sie auf Latex gelagert sind. Das heißt, sie machen die Körperanpassung auch gleich selbst. Hier haben wir die Lamellen drin. Das heißt, wir können sie seitlich, jetzt bin ich natürlich hier schlecht gestanden, rausziehen. Also wenn irgendwo im Schulter- oder Hüftbereich mal zu hart wäre, kann man das selbst regeln, auch wenn man irgendwo in der Wüste steht und keine andere Lösung mehr hat. Raus oder weichere Lamellen, das wären die beiden Lösungen. Perfekt. Wir schlafen ja wirklich extrem gut und haben auch, was das Schlafen angeht, überhaupt gar keine Rückenprobleme. Wenn ihr jetzt aber einen kleineren Van habt, wo ihr vielleicht die Matratze zusammenlegen müsst, gibt es da auch eine Möglichkeit von euch? Ja. Also wir können alle auch diese Systeme mit integriertem Lattenrost faltbar machen. Das heißt, im optimalen Fall wäre es dann sogar schräg geschnitten. Also das heißt, die Übergänge wären dann nicht gerade runter und unverbunden, damit das alles auseinanderfällt, sondern dann schräg einerseits und im besten Fall auch noch verbunden. Also das heißt eigentlich, da geht nichts weg, da ist durchgehender Stoff und spürt man so gut wie nicht. Und wie sieht das aus? So ein Camper-Van, der hat ja quasi jeder hat andere Maße. Genau. Wie reagiert ihr auf das? Haben wir auch. Also das heißt, wir haben von 10 cm, 12, 15, 18 bis sogar 20 cm Höhe mit integriertem Lattenrost. Da kann man dann auch immer pro Höhe noch ein bisschen das Modell wählen, Latex, Schaumstoff. Und auch in der Breite? Größe sowieso, also das sage ich schon fast nicht mehr, weil es ist ja sowieso nach Maß. Und was dann auch noch ist, für kleinere Fahrzeuge kann man auch ohne integrierten Lattenrost, da sind wir dann bei 5 oder 7,5 cm. Das funktioniert auch. Ist dann einfach eingeschränkt in der Qualität natürlich. Und zur letzten Frage, weil das interessiert viele von euch wahrscheinlich auch. Wir sind ja jetzt hier in der Schweiz bei einer Schweizer Firma, aber ihr liefert auch nach Deutschland. Selbstverständlich. Also wir haben auch schon nach, glaube ich, Südafrika, indessen auch nach Australien, Entschuldigung. Also ein kleines Teil, einfach Lattenrost rollbar, der geht auch nach Australien. Möglich ist alles. Und nach Deutschland sind wir eigentlich eingeübt, kann man sagen, weil da gibt es regelmäßigen Kontakt. Ja, vielen Dank, Adi, für dieses sehr spannende Gespräch. Wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt, schreibt doch am besten direkt Adi an. Ihr findet die E-Mail-Adresse jetzt hier unten und wir gehen weiter. Wir hatten gestern Abend im Stadion der Young Boys, das gleich hier drüben liegt, noch ein richtig cooles Abendessen und dabei haben wir einen richtig interessanten Menschen kennengelernt, der sich um Kühlschränke kümmert und der uns gesagt hat, er könne Wodka gefrieren in seinen Kühlboxen. Das möchten wir jetzt mal sehen und hier hinten steht er. Hier ist der gute Mann. Er hat uns versprochen, dass er Wodka in so einer Kühlbox gefrieren kann. Stimmt das wirklich? Das stimmt. Wir bauen die leistungsstärkste Seriekühlbox auf dem Weltmarkt. Auf dem Weltmarkt. Was bedeutet das in Zahlen? Was heißt das? Also hier ist die Kühlbox. Der Wodka ist gefroren. Kann ich den aufmachen? Klar. Also es ist jetzt morgen um 10:30. Ich probiere mal, ob der gefroren ist, sonst bin ich dann schon betrunken. Da kommt nichts. Nur, ja, ein bisschen gefrorenes, nee, aber da kommt nichts raus, der ist effektiv gefroren. Halt ihn in der Hand, gib ihm Wärme. Und warum geht das sonst normalerweise in Kühlboxen nicht oder was bedeutet das? Also eigentlich braucht das ja
kein Mensch Wodka gefrieren. Ja. Nur, der Hauptkunde ist ein Außendienstmitarbeiter, der irgendwo sein Auto an die Sonne stellt, 50 Grad im Auto, dann will er Tiefkühlware drin hüten. Ja. Und das erreicht die Box. Okay. Also bei 50 Grad außen macht die nur noch minus 25. Okay. Zweitens gibt es so Verrückte, die gehen nach Norwegen fischen. So eine Standard-Kühlbox, was wir sonst haben, was auf dem Markt da ist, die hat eine Gefrierleistung von sage und schreibe 300 Gramm am Tag. Ja. Das ist nichts. Ja. Die Kühlbox hat eine Gefrierleistung von 1200 Gramm, also 1,2 Kilo im Tag. Klar, sie zieht dann schon Strom. Ja. Was hat ein Kühlschrank zu Hause und ein Gefrierschrank? Sehr viel weniger, würde ich sagen, oder? Nee, der hat so zwischen 1 und 2 Kilo Gefrierleistung. Ja. Also wir sind hier auf Gefrierleistung von Aber einem von einem Hauskühlschrank. Ah, okay. Aber mit 12 Volt. Mit 12 Volt dann. Eben, das ist ja für uns als Ausbauer auch interessant, oder? Wo selber Camper ausbauen, solche Kühlboxen sind für uns ja sowieso immer ein wichtiges Accessoire. Was habt ihr sonst noch so im Angebot? Das Thema ist bei Ausbauern, die länger gehen, nicht nur ein Wochenende. Alle kennen das hier mit dem Eisfach. Genau. Und alle, die mal schon länger waren, merken, das Eisfach gefriert hier nach 2-3 Wochen zu. Ja. Das taut also nicht ab. Bei dem Kühlschrank, das ist zwar mein kleines Büro, hier habe ich kein Eisfach. Ja. Hier habe ich ein Rückwandkühlelement, das taut dann bei jedem Abstellen vom Kompressor ab, mehrmals am Tag. Und das Wasser läuft runter, kann man mit dem Schlauch wegführen nach draußen. So habe ich über Monate kein Einfrieren. Ja, okay. Mit dem Nachteil, ich habe keine Tiefkühlmöglichkeit. Ja. Und bei großen Fahrzeugen, die länger gehen, empfehle ich dann eine Kühlbox oder eine Tiefkühlbox. Ja, okay. Je nachdem, was er braucht. Ja. Die kann ich dann auch bei Bedarf mal abschalten, wenn ich nichts mehr habe. Ja. Ich habe immer noch den Kühlschrank. Okay. Du hast auch gesagt, du seist ziemlich günstig, oder? Auch so für den Markt in der Schweiz. Du hast sehr spezielle Angebote. Wir kommen ja eigentlich aus dem Kühlboxensektor. Ja. Wir bauen 70% im Armee-Sektor ja. und Laborgeräte, Probentransporte. Und bei uns, wir können in der Schweiz nicht mehr produzieren für die extrem hohen Preise. Ja. Jetzt kaufen wir in China zu, lassen da fertigen, haben den Händler rausgelassen, weil der hat sowieso nichts mehr bei uns gekauft. In der Regel kostet so eine Kühlbox zwischen 500 Euro, Ja. Franken, kommt das gleiche raus. Ihr seht, der Wodka, der ist in meiner Hand immer noch gefroren. Das ist echt krass. Und das Allercoolste, was ich gestern Abend an diesem Gespräch erfahren habe, du machst auch YouTube. Ja, YouTube. Also da bin ich natürlich viel kleiner als du. Ich mache ein paar Videos immer wieder, wenn wir ein Produkt haben, auch was Spezielles, mache ich so ein kurzes Video, sag was zusammen. Ja. Ich bin mit Kühlschränken aufgewachsen, ich habe auch Techniken, ich kenne die ganze Familie in der 12-Volt-Kühltechnik, ich kenne alle Mitbewerber, ich kenne die persönlich. Du bist die beste Ansprechperson, wenn es um Kühlschränke und Kühltechnik geht. Das Moment, definieren wir auf 12 und 24 12 und Volt. 24 Volt. Ich denke mal, ich bin einer der kompetentesten in ganz Europa. Ihr habt gehört, der kompetenteste in ganz Europa und er macht ja auch YouTube und da hier oben findet ihr jetzt direkt den Kanal. Schaut unbedingt mal vorbei, da gibt es richtig coole Videos rund um diese Kühlboxen und alles, was noch dazu gehört. Vielen lieben Dank, den Wodka, den gebe ich dir jetzt aber zurück, den kannst du wieder einfrieren. Und ihr seht innen drin, der Kern ist noch gefroren, der taut bei minus 30 Grad. super. Vielen lieben Dank und viel Spaß noch. Ihr habt gesehen, er ist der absolute Profi, was diese Kühlboxen angeht und ein richtig coolen Typ. Schaut unbedingt mal auf der YouTube-Seite vorbei und jetzt nicht enttäuscht sein, auch für unsere deutschen Zuschauer ist er die erste Ansprechperson. Ihr findet jetzt unten den Link zu seiner Seite, schreibt ihm, stellt die Fragen, er gibt für alles Auskunft und wir gehen weiter über die Messe. Haben
Am Swiss Caravan Salon gibt es natürlich unzählige Marken zu entdecken. Was mega cool ist, man kann in jedes Fahrzeug reingehen. Wir haben schon fast alles gesehen und für uns gibt es einen klaren Favoriten und das ist Knaus. Diese Marke, die gefällt uns schon seit ganz, ganz langer Zeit. Wir finden einfach, diese Fahrzeuge haben die schönsten Innenräume von allen. Komm, wir schauen mal einen an. Ja, wir sind ja nicht so die Fans von diesen Camper-Vans ab Stange, aber es gibt da schon wirklich einige, die richtig schön sind. Wie gesagt, dieser Knaus, mega, mega cool. Jetzt würde uns natürlich interessieren, habt ihr auch so eine Marke, die euch besonders gut gefällt? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wir suchen derweil die nächsten Camper, die wir euch noch zeigen wollen. Auf kleinem Raum alles dabei, was man braucht, das schafft dieser hier. Komm, wir schauen mal ein bisschen rein, was es da so für Kniffs gibt. Als erstes sieht man natürlich hier hinten auch schon die Toilette. Und das Coole ist, hier drin hat es nicht nur Toilette, sondern auch eine Dusche. Hier unten ist die Wanne drin. Ist ein bisschen ein Zehenfänger. Also ich glaube, wenn man da durchgeht, da wird man den einen oder anderen blauen Zehen wohl erwischen. Wie genau, dass man das hier machen soll mit Duschvorhang oder so, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin sicher, da gibt es auch irgendeine Lösung für. Hier drüben haben wir auf jeden Fall die Armaturen dazu und den Anschluss für den Wasserschlauch. Ein kleiner Kühlschrank ist auch an Bord. Unseren Bedürfnissen wird der nicht ganz entsprechen, aber wenn man ein minimal kleines Fahrzeug will, dann muss man natürlich auch bereit sein, Kompromisse einzugehen. So sieht das Ganze dann von vorne aus. Hier oben gibt es auch noch mal ein Bett, das man machen kann, oder man klappt hier diese Sitzgarnitur runter. Kochstelle, alles drin, was man braucht und was wir ja ganz cool finden, 2 Schiebetüren. Ja, und das alles in einem Ford Transit verbaut. Wir sind hier bei Rapido und die haben auch dieses Auto gebaut. Genau. Hier haben wir auch noch die Fakten zum Van. Hier Länge 5,30 Meter, Höhe 2,01 Meter und somit absolut tiefgaragentauglich. Ja, preismäßig sind wir hier beim Ausstellungsfahrzeug auf rund 60.000 Schweizer Franken. Ich finde halt einfach mal die andere Raumaufteilung da drin cool und ja, gibt vielleicht dem einen oder anderen auch ein paar Ideen für seinen eigenen Selbstausbau. Wir waren ja jetzt gerade bei Rapido, bei diesem kleinen Van und ja, wir dachten jetzt mal, wir schauen einfach auch noch in den Kastenwagen rein, weil die sind ja doch, glaube ich, ein bisschen innovativer und ja, sind sie. Ein Schrank. Wir machen auf, wir haben ein Schrankfach. Und da denkt man sich schon, hä, warum hat es hier ein Loch und so einen Unterboden, den man rausnehmen kann? Ja, hat schon einen Grund, hä? Weil, hat ja hier nochmal einen Knopf. Wenn wir den drücken und aufmachen, kommt der ganze Schrank raus. Ja, und die Duschkabine kommt hervor. Jetzt kann man duschen. Hier hat es auch dann noch die Duschtrennwand. Wenn man dann hier zumacht. Man kommt immer noch an den Schrank ran. Ja, und der ist natürlich für die nassen Jacken und so weiter gedacht. An dieser Messe fällt uns ganz speziell auf, wir sehen immer mehr Kastenwagen, Wohnwagen und sogar Wohnmobile, die auch ein Aufstelldach haben. Hat natürlich den Vorteil, dass man da auch quasi Gäste oder die Enkel oder sowas empfangen kann. Erklärt aber natürlich auch, warum die Nachfrage nach diesen Hochstelldächern im Moment so immens groß ist.
Im Hintergrund seht ihr jetzt nun den Stand von Autosolar. Das sind ja die Partner unseres Projektes. Und nicht vergessen, es gibt immer noch 5% aufs ganze Sortiment von Autosolar mit dem Keyword oder Hashtag Solar ist geil 5. Also schaut mal vorbei, www.autosolar.ch. Richtig gute Produkte, ein bisschen Werbung für geiles Zeug, muss einfach sein. Verfolgen uns bis in die Schweiz. Die haben wir ja in der Ukraine immer gesehen. Und falls ihr unser Ukraine-Video nicht gesehen habt, dann hier oben unbedingt nochmal nachgucken. Wäre cool für einen Camper, oder? Ja, könnte man schon ausbauen. Aber es ist ein bisschen ein Problem, die hier zuzulassen. Ja. So, jetzt habt ihr mal ein bisschen was gesehen vom Swiss Caravan Salon. Es ist mittlerweile Mittag geworden, ordentlich kalt. Dieses Wochenende hat es auch mal noch geschneit, also es hält wirklich der Wintereinzug. Wir gehen jetzt zurück in Karl. Ihr seht es hinter uns, das ist so eine richtige, ja wie sagt man, so eine richtige Wagenburg hier, wo wir stehen und üben noch ein bisschen unseren Vortrag, der um 3 Uhr heute Nachmittag stattfindet. Es ist der letzte Vortrag. Wir hatten am Donnerstag, Freitag, Samstag hatten wir 2, Sonntag und heute. Also wir hatten insgesamt 6 Vorträge und war schon richtig cool, oder? Definitiv. Sehr schön, da mal auf der Bühne zu stehen und vor allem auch zu sehen, wie viele Leute man dadurch inspirieren kann. So, jetzt sind wir aber zurück hier bei Karl. Jetzt geht's rein in die warme Stube. Wir üben unseren Vortrag und ihr seht mal einen Ausschnitt von unserem Vortrag am Samstagabend. Das war eine große Samstagabendshow zu unserem ganzen Projekt. Wir sind auch noch zu Biersommeliers geworden und dürfen von der Baufußbrauerei ein paar Bier probieren. Ja, und jetzt macht uns ein Dicker langsam wirklich Probleme. Weil, wir müssen wissen, im Mai 2016 war das letzte Mal bei der MFK. Das heisst, wir warten eigentlich jeden Tag darauf, dass da eine Einladung kommt. So ihr Lieben, wir haben geübt, wir sind bereit für den letzten Vortrag. Es ist so kalt. Slowenien. Oder ab nach Slowenien, Oder das wäre jetzt auch was. Ja, aber dort ist wahrscheinlich auch kalt. Ja, das stimmt. Und für alle, die jetzt denken, wir können diese Vorträge nicht schauen, wir sind ja auch noch an der CMT. So, einen wunderschönen guten Nachmittag am heutigen Montag, letzter Messetag und letzter Vortrag von uns auf dieser Bühne. Wir haben jetzt jeden Tag einen Vortrag gehalten auf dieser Bühne und jetzt ist es das letzte Mal schon ein bisschen wehmütig, aber wir haben noch etwas ganz Spezielles für euch und zwar Slowenien, ein Naturparadies. So, liebe Reisefreunde, das war's von diesem Video vom Swiss Caravan Salon. Ihr habt leider nicht ganz so viel mitbekommen, wie wir gerne gehabt hätten, aber wir hatten einfach ein richtig intensives Programm. Wir waren sehr viel in Gespräche vertieft, es war wunderschön, wir hatten eine super Zeit hier am Swiss Caravan Salon. Da draußen sind super tolle Sachen entstanden, die in Kürze dann auch fortlaufend von uns aufgearbeitet werden. Ja, es freut uns, seid ihr hier auch am Bildschirm mit dabei gewesen und konntet so ein klitzekleines bisschen in unsere Vorträge reinschauen. Da vielleicht noch schnell die Frage an euch. Sollen wir diese Vorträge vielleicht in Videoformat nochmals aufarbeiten? Hättet ihr Bock darauf, ein paar von diesen Vorträgen auch hier in YouTube zu sehen? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare und wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ja, aber jetzt sind wir noch nicht fertig. Also wer die Vorträge sehen will, der hat ja nochmal die Chance an der CMT im Januar. Da werden wir sicher an 4 Tagen Vorträge halten und vielleicht kommt auch noch der eine oder andere Vortrag dazu. Wir werden euch natürlich darüber informieren und möchten eben, wie Steffi gesagt hat, allen Zuschauern, die hier an der Messe mit dabei waren, vielen lieben Dank sagen. Es hat richtig Spaß gemacht. War schön, euch mal in echt zu sehen, wie für euch wahrscheinlich auch uns. Es war einfach mega, mega cool. Wir sind ziemlich auf der Fresse jetzt. Es war richtig intensiv, aber es hat unheimlich Spaß gemacht. Also ich würde sagen,
Vorträge, das liegt uns. Das wird vielleicht zu einer kleinen Leidenschaft, das hat so Spaß gemacht. Aber jetzt geht es für uns nach Hause. Wann das nächste Video erscheint, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wir geben uns Mühe, dass wir die Tage auch weiterhin einhalten können mit verschiedenen... Aber wir wollen halt einfach auch nur Videos bringen, wenn wir was zu sagen haben. Es wird wahrscheinlich schon noch ein paar Labervideos dann auch geben. Also wenn ihr auch da irgendwelche Videowünsche müsst ihr unbedingt unten in die Infobox schreiben. Aber jetzt fällt mir der Arm ab. Ich würde sagen, das war's vom Swiss Caravan Salon. Schön, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und jetzt wirklich tschüss. Zusammen.